Ciao ihr wunderschönen Menschen, willkommen zu Rated Quick, der Steam Edition von Train Simulator 2014. Oh mein Gott, endlich darf ich diesen Train Simulator ausprobieren. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich bin wirklich gespannt, was gibt's denn da für billige Sachen? Ach, nein. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Der BR-Sektor, fuck you, geh nach links. Klasse 5, 6, kostet nur 14 Euro. Nein, und Portsmouth Direct kostet nur 27. Das ist ja billig. Oh, und dieser weiße Zug kostet 14 Euro und der blaue kostet 14. Nein, und der grün-braun hässliche kostet auch nur 14 Euro. Das ist ja ein Schnäppchen. Da werde ich gleich mal alle kaufen. Oh, und ich kann auch andere Looks von meinen Zügen. Das ist ja toll und so unglaublich billig. Wow, BR Klasse 20 kostet 14, Klasse 14 kostet nur 10 Euro. Berlin-Wittenberg 30 Euro, Bristol Exeter 22,99. Glasgow Airport, Rail-Link 30 Euro, geil. Und Edinburgh zu Glasgow auch nur 30 Euro. Ich denke, es ist billiger, wenn man im echten Leben mit dem Zug dahin fährt. Fucking shit, ist es teuer. Da bin ich jetzt mal, kauft sich irgendjemand irgendwas davon. Die sind doch verrückt, die Entwickler. Oder die könnten alle Strecken einmal. Es gibt 3 Packs. Streckenpack, Lokpack und Marktplatzpack. Was auch immer. Das ist scheiße. Verkaufsschlager. Der wurde echt gekauft. Ich glaube, ich spinne. Wir machen ein Spiel mit einem Zug und dann bauen wir da 1000 Züge ein. Aber die mussten sich alle kaufen. Das ist brillant. Ich mache jetzt auch ein Spiel. Ich mache ein Fußballspiel. Und da ist nur der Schiedsrichter dabei. Man muss sich alle anderen Sachen kaufen. Du musst dir das Tor kaufen für 10 Euro. Und das zweimal. Du brauchst du 2 Tore. Dann brauchst du jeden Platz. Dann brauchst du Spieler. Da kostet jeder ein paar 1000 Euro. Und dann musst du die Fans kaufen. Ja, hallo? Das heißt mal die Hälfte vom Olympiastadion belegt. Das kostet mal 30 Euro. Die Fans. Und das für jedes Stadion 30 Euro. Die Hälfte. Ja, da musst du alle Tickets bezahlen für die Menschen. Ich fahre einfach mal drauf los. Ich bin mal so verrückt und wild. Ich fahre einfach mal drauf los. Ach hier. Schnelles Spiel. Tutorials. Tutorial. Ja, nur die Herausforderung des reinen Fahrspaßes. Wie lang dauert die fucking Mission? 45 Minuten. 45 Minuten. 215 Minuten. Das ist mal ein Spiel, das lässt nichts aus. Dieselhafenauftrag. Haben Sie auch Gold, das überall rumliegt? Kein Problem, wir verwandeln Ihr Gold zu Geld. Heute Abend müssen Sie leere Güter wiegen. Zweimal in der Umgebung von Hamburg-Wendner. Danach müssten Sie Ihre Lok bei Versmann-Kai-Wendner. Ich wollte das Spiel... Ich habe mir das Spiel ja wirklich gekauft auf fucking Steam. Fahr ich jetzt rückwärts? Ach nee, ich fahr vorwärts. Oh, ob ich da nicht einfach voll in die Ding reincrashe. Oh, schade. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Alter, was ist da passiert? Ja, zurückfahren. Zurück jetzt. Fehler vom Spieler? Nein, das war ich nicht. Von hinten. Erneut spielen, das war so lustig. Ich dachte ja wirklich, das macht Spaß. Weil ich bin ja ein Fan von Bahn-TV. Ich dachte ja anfangs, die haben irgendwie Sachen, irgendwelche interessanten historischen Bahnsachen oder wie sie angefangen haben, Güterwagenzüge, was auch immer. Dann klatschen die eine Kamera vor eine Zug drauf und dann lassen die den fahren 5 Stunden. Ich habe jetzt eine neue Fernsehserie bald, die heißt dann Staubschatten-Ecken-TV. Ja, das ist geil. Was macht denn der Knopf eigentlich, Alter? Du bist viel zu schnell. Was bin ich für... Was kaufe ich denn für eine dumme Scheiße ein? So, kann ich jetzt irgendwas machen? Ich muss sogar tanken. Das ist unrealistisch. Ich muss doch keinen Zug tanken, der fährt doch mit Strom. Wow. Oh, der Zoom. Oh, ist das geil. Oh ja. Alter, du fährst viel zu schnell schon wieder, du Bitch. Er schaut nicht mal hin, wo er hinfährt, der Typ. Der dreht sich auch nicht um oder so. Eiskalt, nicht mal blinzen tut der. Wahnsinn. Es sagt mir auch nicht, was ich machen soll. Ja, bremst doch mal. Du darfst da gar nicht fahren, du Bitch. Gescheitert. Oh, und ich kann nicht zurückfahren einfach. Beförderungsqualität, ey, der gibt mir Minuspunkte. Ich habe schon 2000 Minuspunkte. Und diese... Oh... Wow, schaut euch diese Umwelt an. Immer die gleichen weißen
5 Autos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 85.000 Autos, die gleich ausschauen, verdammte Scheiße. Da muss ich gar nicht hin, du Bitch. Das ist ein Kackton. Und diese Umwelt, diese Pflanzenpracht, dieses Grün und sogar Echtzeit. Also man muss da echt 3 Stunden davor hocken. Alter, scheiß doch auf die Notbremse an. Gib mir halt Minus. Ja, ich habe 8000 Minuspunkte. Gib mir doch. Ich sehe da überhaupt keine Anhänger. Und wer lässt denn sein Auto mit Licht brennen? Welcher Idiot? Und diese Häuservielfalt. Wow. Schaut aus wie Pappe. Was? Warum muss ich da halten? Wo bin ich jetzt eigentlich? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist die Strecke, die ich jetzt gerade fahren muss. Ja, nee. Warte, ich muss jetzt hier halten. Warum auch immer. Kuppeln Sie 15 Milliarden an Ihren Zug. Dann muss ich nochmal dahin fahren. Und dann muss ich nochmal dahin fahren. Ich habe so viel Spaß nochmal. Geschwindigkeitsüberschreitung. Alter. Was? Wie schnell soll ich denn fahren? Minus 5? Ich könnte ein bisschen langsamer werden, um den Spaß nicht zu erhöhen. Oh, das Spiel ist ultra langweilig. Das ist alles in-game. Das ist nichts irgendwie mit PC bearbeitet. Das ist so in-game. Awesome. Alter, dann fahre ich halt zurück. Und ich könnte schwören, der Typ, der sitzt neben mir. Oh, ich habe einen Crash gebaut. Der war jetzt wahnsinnig. Das war, ach, das ist nur eine Statistik. Ja, genau so fühle ich mich gerade. Der ganze Spaß erdrückt mich gerade. Also ich bin ja ein guter Lokführer, das heißt, ich hole mir erstmal einen Kaffee und schlafe mal eine Runde im Zug. Dass ich Verspätung habe, 10 Minuten oder eine Stunde. Ach komm, 10 Minuten, das wäre ja Luxus. Ja, liebe Fahrgäste, wir haben ein Problem. Dieses Spiel stinkt zum Himmel und der Motor lässt sich nicht starten, was auf die Unzurechnungsfähigkeit dieses dummen Lokführers ist. Oh, wie er drin sitzt und chillt. Aber wenigstens fährt das Scheißding los. Oder es hebt ab. Überfahren eines Signals. Ich bin doch eigentlich losgefahren. Das war der Train Simulator 2014. Was hatten wir einen Spaß. Ja, ich werde gleich mal den restlichen Spaß in den Sack packen und verprügeln und in den Keller schmeißen, dass ich ihn nach 10 Jahren wiederholen kann, weil der Spaß, den ich gerade hatte, der ist so ausfüllend, ich platze gleich. Ich muss gleich kotzen vor Spaß, so geil ist das. Deswegen bekommt der Train Simulator 2014 die Steam Edition, wobei die normale Edition teurer war als die Steam Edition und weniger Sachen zu bieten hatte, eine Punktzahl von 1 von 10. Es geht nicht schlechter. Nee, doch, es geht schlechter. Fuck that. 0 von 10. 0 von 10. 0. Jetzt seid ihr dran. Rate it in den Kommentaren. Welche Bewertung gebt ihr dem Train Simulator 2014? Ich bin gespannt. Bin ich wirklich? Wie ist das Game für euch so? Was sind eure absoluten Lieblingssimulatoren? Vielleicht mache ich da mal einen davon. Bleibt so schön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Von vorne sieht es fast aus wie so ein altes Auto, was vorbei ist. Das kann ich ja nicht glauben. Oh meine Scheiße. Ich hab's geschafft. Aber schießt auf mich. Nein, steh auf. Den Kreis aufstellen kann. Fuck, wer kommt nicht hoch? Scharfschützengewehr. Da kommt niemand hoch, verdammt! Oh, geil!